Servus alle zusammen, und bevor das Video startet, ein bisschen Werbung in eigener Sache. Und zwar, du jetzt regelmäßig streamen am Freitag, etwa auf die 7:30. Also sind damals dabei, 19:30 gestartet am Stream. Würde mich freuen auf twitch.tv/castle.ch. Und ja, viel Spaß bei dem Video, das jetzt folgt. Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute testen wir mal wieder ein neues Auto. Und zwar hat der Nile oder Nile, ich hoffe, ich habe den Namen richtig gesagt, hat einen Kommentar hinterlassen und hat geschrieben, mach mal Krieger, ist richtig schnell. Und ja, das Fahrzeug haben wir hier gerade vor uns, auch wieder in blau, oranges Neon und weiße Felgen. Ich finde das Auto sehr, sehr schön. Und es ist auch wirklich sehr schnelles Auto. Und ja, wir testen heute mal auf dem Testtrack, wo wir letztes Mal den T20 noch gefahren sind. Das Video findet ihr oben, wenn ihr darauf eintippt. Und ja, wir testen jetzt das Fahrzeug. Auch an dieser Stelle könnt ihr einen Kommentar reinschreiben unter dem Video, welches Auto ich als nächstes testen. Macht gerne mit, dann könnt auch euer Kommentar im nächsten Video eingeblendet werden. Und ja, dann würde ich mal sagen, wir springen zu der Rennstrecke. Let's go! So, also wir starten hier mit dem Krieger auf unserem Testtrack, wo wir ja erstellt haben. Und ja, wie schon gesagt, das Auto ist sehr schnell, also vor allem sehr bekannt eigentlich für sein gute Handling, das er haben sollte. Und also er sollte es nicht haben, er hat es auch wirklich, also sein Handling ist sehr, sehr stark. Ich muss den Radiosender schnell kurz ausschalten. Ich tue das auch wieder im Nachhinein belabern, also das heisst, ich tue da nicht gleichzeitig fahren und reden, weil sonst könnte ich mich nicht so gut konzentrieren, habe ich das Gefühl. Und ich glaube, das ist auch so. Wir fahren jetzt auch schon mal den Berg rauf und wie man sieht, das Auto geht eigentlich so gut voran wie auf einer geraden Strecke, wo keine Neigung vorhanden ist. Also das Auto geht ab wie ein Zäpfchen, wortwörtlich. Und jetzt kommt auch schon mal die erste Kurve, wo ich eigentlich noch so gerade knapp verwünscht habe. Ich bin dort schon leicht quer reingekommen und habe dann das Auto relativ gut umreißen. Jetzt sind wir hier am Hang oben, links-rechts-Kurve, dort musste ich vorher ein Schilder mitnehmen. Hat aber gar nicht viel Zeit gekostet. Und da ist wieder die heikle Kurve, da bin ich jetzt das mal sehr vorsichtig dahergegangen. Hätte man wahrscheinlich auch schneller fahren, bin ich ganz ehrlich. Aber ich habe das Auto auch noch nicht so wahnsinnig lang. Also ich habe das wirklich mal gekauft vor 3-4 Wochen. Und bin noch nicht so oft mit dem gefahren wie mit einem T20, also ich kenne das Auto noch nicht so gut. Allerdings fühlt man sich schon relativ schnell sicher im Auto, beziehungsweise man weiss relativ schnell, sage ich mal, wo die Limite ist vom Fahrzeug. Da, wo es jetzt wieder bergab geht, wo das Auto sehr gerne untersteuern kann, habe ich das jetzt eigentlich nie groß gehabt mit dem Fahrzeug. Ich bin schon auch ein bisschen vorsichtig gefahren, aber habe wirklich recht guten Schwung mitnehmen. Und da können wir jetzt dann schon mal auf die erste, sage ich jetzt mal, halbe Gerade, also wir kommen da mal jetzt in eine Passage rein, wo man ein bisschen schneller fahren kann. Und da muss man wirklich sagen, da geht der Karren einfach schon übertrieben ab. Muss man wirklich sagen. Jetzt fahren wir hier links rum Richtung Sänischorden. Und ja, das Video ist auf der PS5 aufgenommen worden. Und auch mit der neuen Elgato. Mit der HD 60S Plus. Und man kann wirklich sagen, man merkt schon einen Unterschied. Also sprich PS5 und neue Elgato. Klar, grafisch ist es kein Unterschied. Es ist ein Mühe schärfer, weil es natürlich jetzt in 4K ausgegeben wird und nicht irgendwie Full HD aufskaliert wird. Aber das Gameplay, das ihr hier seht, ist in Full HD aufgenommen worden, weil der Elgato nicht 4K aufnimmt. Es gibt nur das 4K-Signal weiter. So, jetzt sind wir hier in Sandy schon und wir fahren jetzt so die 90 Grad Kurven, die eben halt wirklich da sind, um schauen, wie gut sieht das Auto aus der Kurve raus. Und da muss ich wirklich sagen, das Auto geht recht gut aus der Kurve raus, für das, dass er eigentlich mehr bekannt ist für sein gutes Handling. Aber auch das Handling ist richtig smooth, also man kann wirklich sehr angenehm einlenken mit dem Auto. Also wenn ihr jetzt das Auto würde kaufen, ich weiß nicht, wie viel das kostet, ganz ehrlich, ich bin nicht schauen, aber es kostet schon ein paar Millionen. Und wenn ihr das würde kaufen, das wäre sicher ein gutes Auto für Strecken, wo jetzt auch viele Kurven drin sind, wo man jetzt vielleicht eben muss ein bisschen viel abbremsen, wieder Gas geben und nicht nur einfach Vollgas immer gerade ausfahren muss. Also dort macht er eigentlich schon Sinn, sage jetzt mal, wenn man wirklich nur Vollgas immer fährt und keine Kurven drin hat. Ja, da bin ich jetzt leider ein bisschen mit dem Heck ausgebrochen, da hat mir schon ein bisschen Zeit gekostet.
Aber das ist halt eben Gefahr, wenn man dort die Kurve schneidet und nachher ein bisschen für Dreck fährt. Dort bricht gerne mal das Auto ein bisschen aus. Nein, eben, was ich auch wollte sagen, wenn man ein Auto will, das einfach wirklich nur schnell ist auf der Gerade, dann müsste man auf einen Davis D8 gehen. Aber wir sehen auch hier nachher noch den Tachometer, wenn wir hier auf dem Freeway sind. Also wir gehen jetzt hier mal Vollstoff. Und da vorne dann, wenn die Unterführung kommt, beziehungsweise wenn man unter der Brücke durchfährt. Dann schauen wir noch schnell kurz auf den Tacho. Und ich bin recht erstaunt, muss ich wirklich sagen, als ich auf den Tacho gesehen habe. Zeittechnisch sind wir eigentlich auch sehr gut dran. Wir sind jetzt mal gerade bei 4 Minuten knapp und sind eigentlich schon mehr als die Hälfte abgefahren von der Strecke. Bestzeit vom T20, die war schon etwas bei knapp 6 Minuten 50 gewesen, wenn es mich nicht täuscht. Da schaue ich jetzt gerade mal schnell kurz nebenbei noch auf mein Handy. Jawohl, 6 Minuten 53, 2,19, das ist die Zeit, die es zum Schlagen gibt. Und ich glaube, so wie wir gerade momentan unterwegs sind, werden wir auch das locker holen. Weil das Auto holt einfach so viel Geschwindigkeit aus der Kurve raus. Aber wenn ich es noch vorher auf den Tacho gesehen habe, wir sind etwa bei 180 Meilen, knapp 200. Ich kann da immer wieder ein bisschen auf den Tacho schauen. Also wir sind hier extrem schnell unterwegs und ich würde mal sagen, wir springen jetzt schnell wieder vor, bis wir in der Stadt drin sind. Da geht ja alles einfach nur geradeaus weiter. So, also wir kommen jetzt so wieder in die Stadt rein. Wir sind gut unterwegs eigentlich auch wieder von der Zeit. Wir sind ja auch wirklich schnell unterwegs. Da habe ich die Kurve eigentlich sehr, sehr gut verwischt, aber jetzt kommt dann nachher gerade eine kleine Szene, wo ich jetzt gerade so stolz drauf bin, ehrlich gesagt. Dort hätte man auch können sagen, okay, wir tun das Ganze schnell quitten und machen dann nochmal einen Neuanfang. Also da, das sehe ich an der Wand und da bin ich einfach viel zu schnell gekommen. Dann ist halt eben noch die Kuppe gekommen, wo man das Auto ein bisschen weggelüftet hat. Und ja, wenn man halt keine Reifen mehr auf dem Boden hat, dann kann man nicht so gut bremsen. Und da bin ich halt natürlich dort in die Laterne reingefahren. Es hat aber nicht so viel Zeit gekostet. Klar, es sind ein paar Sekunden gewesen. Aber das Auto ist halt einfach eine Bestie auf der Geraden oder beziehungsweise auch wenn man raus tut, beschleunigen. Also wir haben es gerade wieder gesehen beim Sprung dort. Das ist abartig, wie das Auto fliegt. Auch da, ich musste auf die Bremse gehen. Ich war so schnell gewesen. Ich hatte Schiss, dass mein Auto ausbricht. Aber also einigermaßen gut können managen. Und wenn ihr jetzt schon auf die Zeit seht oder die Zeit schaut, wisst ihr schon, okay, die Zeit, die 6,57, die wir hatten, die tun wir locker unterbieten. Und das ist auch so mit der 6 Minuten 35, glaube ich, war es. 36, 6 Minuten 36, 8, 9, 8. Also extrem schnell unterwegs und das ist sicher mal eine gute Zeit, die wir hergelegt haben mit dem Krieger. Und ja, dann schauen wir mal, welches Auto das als nächstes kann unterbieten. Wie gesagt, schreibt gerne unten in die Kommentare rein, welches Auto ich als nächstes fahren soll. Das spielt keine Rolle, welches Auto. Es geht eigentlich jedes Fahrzeug auf dieser Strecke und es würde mich freuen, wenn ihr da wieder mitmachen. Und ja, dann würde ich mal sagen, was war es mit dem Video. Danke vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis gleich und ciao!